Die Schuldfrage, das ist der Lösungsweg der Jünger. Aber jetzt wollen wir noch schauen, wie der blinde Mann einen Weg herausgesucht hat aus seiner Blindheit. Und dann hat er gehört von dem Jesus, der in die Stadt kommt, von dem Heiler, und hat gedacht, das ist der nächste Schritt, da kann ich etwas machen. Er hat Jesus gefragt, ob er ihn heilen kann. Und was macht Jesus? Er tut ihn nicht heilen. Er schmiert ihm Dreck auf die Augen. Jetzt war er nicht nur blind, sondern hat ein dreckiges Gesicht gehabt. Letzte Woche hat es mich wieder mal richtig verwünscht. Ich bin posten, habe 2, 3 Sachen gebraucht. Dann hat es ein riesiges Plakat am Eingang gehabt. Es war nicht Sadelboden. Ich sage jetzt nicht, in was für einem Laden. Ein riesiges Plakat am Eingang, 40% Rabatt auf alle Kleider. Das ist für mich. Ich habe gerne Aktionen und dann habe ich das Gefühl, ist die Möglichkeit, um meinen Kasten wieder auffüllen, um wieder zu schauen, dass ich wieder genug Ware habe. Und jetzt kann ich posten und dann lange es wieder für die nächsten 5 Jahre. Und ich bin in den Laden rein, habe meine Sachen gepostet, mein Brot gepostet, meinen Salat gepostet, meinen Käse gepostet und dann komme ich in die Kleiderabteilung rein. Und dann fängt mein Herz noch mehr anschlagen. Überall Aktionen. Und da ein Hitprodukt und da ein super Hitprodukt, 10 Socken für fast nichts und 5 Unterhosen für noch weniger und ein Pyjama, wo einem auch noch fast reingehört wird. Und ich dachte, wow, so günstig, das kostet ja fast nichts. Und dann noch 40%. Ich habe mein Körbchen gefüllt und habe zur Kasse wählen. Und als ich zu dieser Kleiderabteilung rauskomme, sehe ich es nochmal, das Plakat, 40% auf alle Kleider. Außer auf Hitprodukte. Alles das, was in meinem Körper war, ist natürlich dort nicht drin. Sie haben mich wieder mal verwünscht. Sie haben mich, wie man so schön sagt, hinters Licht geführt. Aber bei unserer Geschichte heute wird niemand hinters Licht geführt, sondern Jesus führt ins Licht. Und zwar haben wir gehört, dass es um einen blinden Mann geht. Ein Mann, der schon sein ganzes Leben lang nichts sehen konnte. Und zu ihm sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht für dich. Ich weiss nicht, ob ihr das auch kennt. Wir sind daheim am Nachtessen, es ist dunkel von außen, ihr hockt alle gemütlich um den Tisch herum, sind etwas am Berichten. Da kommt jemand rein, die Frau, der Mann, und sagt, ist da dunkel drin, und fängt alle Lichtschalter anzustellen. Und bei uns ist das immer so, ist immer Mutter gewesen, bei uns daheim. Und es ist immer so, wir brauchen gar kein Licht. Und für uns ist es wie, oder für mich ist es so gewesen, an Jesus, wenn er sagt, er ist das Licht der Welt, dann ist es noch ein bisschen mehr Licht. Also, dass man vielleicht noch ein bisschen besser sieht. Aber in unserer Geschichte ist Jesus nicht einfach ein bisschen mehr Licht, sondern er sagt, ich bin das Licht der Welt zu einem, der nichts sieht, wo die Dunkelheit, in der Dunkelheit ist. Das Licht der Welt, der komplette Unterschied. Und jetzt ist es so in unserer Geschichte, wir haben das Problem. Wir haben den Mann und der ist blind. Und jetzt gibt es 2 Arten, wie man das Problem lösen kann. Einerseits könnte man es machen wie die Jünger. Sie fragen, wer ist schuld? Und sie wollen so das Problem lösen. Und andererseits haben wir den Blinden und der fragt nicht, wer ist schuld, sondern der fragt, was ist der nächste Schritt, den ich machen kann. Und wir wollen uns die beiden Wege mal ein bisschen anschauen. Die Schuldfrage, die kennen wir gut. Das hat uns Debbie auch schon aufgezeigt vorher. Wer ist schuld, wenn es einen Autounfall gibt? Wer ist schuld, wenn irgendetwas nicht läuft, wie es sollte? Wer hat seine Arbeit nicht gemacht? Wer hätte schon lange sollen und hat noch nicht? Wenn wir vom Krieg hören, zu Israel und zu Palästina, dann wissen wir sofort, wer schuld ist. Und von Russland und Ukraine, es geht nicht nur darum, dass wir die Schuld suchen, sondern schnell wissen wir auch gerade, der ist schuld. Der muss zu schuldig sein. Der hat etwas falsch gemacht. Und gleichzeitig tun wir alles dafür, dass wir ja nicht der sind, der schuld ist. Ich bin seit 2 Monaten Götti und an Ostern bin ich das erste Mal besuchen, das Götti-Mädchen. Und ich dachte, was nehme ich ihr da mit? So einen ersten Besuch, irgendein Geschenk musst du da mitnehmen. Und
wenn ich meine ganze Kreativität walten und dann denke, okay, es gibt ein Plüschtier. Dann habe ich ihr so einen kleinen Steinbock gekauft, habe ich gefunden, das ist jetzt eine gute Entscheidung, das habe ich jetzt gut gemacht. Kurz bevor ich sie ihr gebe, sehe ich jetzt ein Schildchen dran, nicht für Kinder unter 3 Jahren. Dann habe ich gemerkt, ja, also ich weiss ja, dass man einem Baby kein Sackmesser schenkt. Aber ein Plüschtier, das wäre doch eigentlich genau für so ein kleines Kind. Und es ist einfach darum gegangen, falls etwas passiert, muss man sich abgesichert haben, dass man sicher nicht schuld ist. Oder der Klassiker, man darf die Katze nicht in die Mikrowelle tun. Und dann steht es auf der Gebrauchsanweisung, dass es ja niemand auf die dumme Idee kommt. Man schaut, dass man möglichst nicht schuld ist. Aber von wo kommt das, die Geschichte mit dieser ganzen Schuld? Wieso fragt man immer, wer ist jetzt schuld? Ich denke, das kommt von dem, dass wir in einer Kultur leben, wo schon seit vielen Jahrtausenden das ein Thema ist. Unser ganzer Glaube ist ja auf Schuld aufbauen, auf die Frage, wer ist schuld. Zum Beispiel die Jünger von dazumal, die sind ja Juden gewesen. Die haben gewusst, wenn ich etwas falsch gemacht habe, bin ich schuld und dann muss ich opfern. Und als sie den Mann am Boden hocken sehen, dann kommt ihnen ein Vers in den Sinn. Und zwar ein Vers aus dem 2. Mose 20,5, was heißt: Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Die Jünger haben das im Kopf gehabt und haben gesagt, okay, das heisst in der Bibel, die Schuld kommt von irgendwo. Wer ist es jetzt gewesen? Dass 2 Vers weiter steht, dass alle, die Gott treu sind, über 1000 Generationen gesegnet werden. Und dass 1000 viel mehr ist wie 4, da haben sie nicht dran gedacht. Aber sie haben die Frage im Kopf gehabt, wer ist die Schuld? Und ja, bis heute, unser Glaube ist darauf aufgebaut, dass wir schuldig sind und Jesus uns retten kann. Vor 2 Wochen hatte ich Juniorsoldaten und habe mit ihnen die Grundlagen von unserem Glauben angeschaut. Ich habe mit Malerkleppern 2 grosse Linien parallel auf den Boden gezogen, mit 2 Meter Abstand. Da hatte ich 3 Schilder. Mensch, Gott und Schuld. Auf der einen Seite war der Mensch, auf der anderen Seite Gott. Und Schuld war ein grosser Graben in der Mitte. Dann habe ich die Juniorsoldaten gesagt, so jetzt gumpelt mal da drüber. Und der Graben war zu gross. Sie konnten nicht drüber gumpen. Und dann habe ich das Kreuz genommen, drüber gelegt über den Graben und sie konnten drüber laufen über das Kreuz. Und dann konnte ich sagen, hey, Jesus hat deine Schuld getragen. Weil Jesus da ist, gehst du nicht in den Graben ab, sondern deine Schuld ist weg. Die Schuld ist so zentral in unserem Glauben. Und gleichzeitig sagt Jesus in unserer Geschichte heute, so zentral, wie wir immer glauben, wie wir das Gefühl haben, ist die Schuld nicht. Und er sagt in dieser Geschichte heute, vergesst mal das mit dieser Schuld. Es geht nicht um die Schuld. Es geht nicht darum, wer hat etwas falsch gemacht. Und jetzt kommt der Satz, der so stark ist. Was so viel Trost gibt für alle die schon lange in einem Problem drin sind, die Schwierigkeiten haben, die krank sind, die einfach nicht mehr weiter wissen und schon so viele gute Ratschläge bekommen haben von lieben Geschwistern, ob man noch mehr beten soll oder hast du Gott schon gefragt oder was denkt er dazu? Und all die Verletzungen, die da passiert sind, die nimmt Jesus mit einem Satz weg. Er sagt nämlich zu dem Blinden, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Er hat nichts falsch gemacht. Du hast nichts falsch gemacht, sagt Jesus ihm. Das, was ich dir gegeben habe, die Blindheit, die du vielleicht nicht gerne in deinem Leben hast, die habe ich dir zwar gegeben, aber es ist nicht, um dich zu bestrafen, sondern das ist, dass ich in deinem Leben etwas Grosses tun kann. Krankheit ist keine Strafe. Wenn etwas nicht läuft, wie wir uns das vorstellen, ist es nicht automatisch eine Strafe von Gott. Die Geschichte von heute, die spielt am Teich Siloa. Das ist ein See, ein Teich in Jerusalem. Und an dem gleichen Ort ist vor kurzem, bevor Jesus die Geschichte erzählt hat, etwas anderes passiert. Und zwar ist dort ein grosser Turm gestanden. Und der Turm ist zusammengefallen.
Man weiß nicht viel von dem Turm, aber man weiß, bei dem Unfall sind 18 Leute ums Leben gekommen. Und anscheinend ist das Gerücht durchs Dorf gegangen, durch die Stadt gegangen, das sind ein paar ganz Schlimme gewesen. Das sind ein paar gewesen, die haben es verdient, dass sie unter den Turm gekommen sind. Und Jesus sagt da in Lukas 13,4, erinnert euch an die 18 Leute, die starben, als der Turm am Teich Siloa einstürzte. Glaubt ihr wirklich, dass ihre Schuld größer war als die allen anderen Leuten in Jerusalem? Nein. Wenn du in einer Schwierigkeit bist, wenn du in einer Sackgasse bist, dann wirst du nicht von Gott gestraft, dann bist du nicht schlimmer wie alle anderen, dann hat es nicht alle anderen besser wie du und Gott meint es böse mit dir, sondern dann ist es, weil Gott in deinem Leben etwas tun will, um sich zu verherrlichen. Die Schuldfrage, das ist der Lösungsweg der Jünger. Aber jetzt wollen wir noch schauen, wie der blinde Mann einen Weg herausgesucht hat aus seiner Blindheit. Wir wollen schauen, was können wir von ihm lernen. Er ist das ganze Leben lang blind. Er hat nie etwas anderes gekannt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er als junger Mann vielleicht auch noch gefragt hat, ja, warum? Oder wieso gerade ich? Wieso nicht jemand anders? Aber irgendwann ist er darüber weg gewesen, weil er hat gemerkt, es gibt keine Antwort darauf. Und anstatt herauszufinden, warum, hat er sich gefragt, was kann ich machen, dass sich vielleicht etwas ändert. Und dann hat er gehört von dem Jesus, der in die Stadt kommt, von dem Heiler, und hat gedacht, das ist der nächste Schritt, da kann ich etwas machen. Und er ist zu ihm gegangen. Er hat Jesus gefragt, ob er ihn heilen kann. Und was macht Jesus? Er tut ihn nicht heilen. Er schmiert ihm Dreck auf die Augen. Jetzt war er nicht nur blind, sondern hat ein dreckiges Gesicht gehabt. Ja, also das hat er nicht wollen. Hat er gesehen. Er hat gesehen und Jesus hat ihm nicht gerade sofort geholfen. Ich habe einen verrückten Vorschlag an euch. Was wäre, wenn wir aufhören unterteilen, in was gut und was schlecht ist? Wie wäre es, wenn wir aufhören sagen, da hat Gott mich gesegnet und da hat Gott mich gestraft. Heute scheint die Sonne, Gott hat uns gesegnet. Oh nein, heute regnet es. Ah, Gott hat es meint schlecht mit mir. Weil aus dem kommt nichts anderes raus wie, ja, wieso? Wieso straft mich Gott? Aber eigentlich wäre es eben gar nicht nötig. Und ich erkläre euch gerade, warum. Wenn euch etwas Schlechtes passiert, dann ermutigt uns der Text heute nicht zu fragen, Gott, wer ist schuld? Sondern er ermutigt uns zu fragen, was ist der nächste Schritt, den ich machen kann und wie kann Gott sich in meinem Leben verherrlichen. Jetzt, wenn uns etwas Gutes passiert, zum Beispiel in der Schweiz sind wir reicher wie 90% vom Rest der Welt. Wenn ihr genug Essen habt, wenn ihr ein Dach über dem Kopf habt, sind wir reicher wie 90% wie im Rest der Welt. Jetzt können wir fragen, ja, warum Gott? Warum Gott bin ich so gesegnet und die in Afrika nicht? Oder man könnte fragen, Gott, mit dem, was du mir gegeben hast, wie willst du das brauchen, um dein Reich zu verherrlichen? Und egal, ob etwas gut ist in unseren Augen, egal, ob etwas schlecht ist in unseren Augen, es läuft auf die gleiche Frage raus. Was können wir machen? Oder wie kann Gott durch das verherrlicht werden? Das heisst, wir können uns eigentlich auch sparen, die Schuld suchen. Wir können uns sparen, sagen, okay, das ist jetzt ein Segen oder das ist ein Fluch. Ich weiss, das ist nicht so einfach. Es tönt schön, ist eine gute Theorie, aber wenn es ganz praktisch wird, dann wird es schwierig. Wenn man selber eben an einer Krankheit leidet, wo man nicht daraus rauskommt. Wenn man ein Kind hat, das vielleicht nicht ihr Leben so weitergeplant haben wie wir selber. Wenn man einen Beziehungsfrust hat, einfach können sagen, Gott, ich nehme das und ich will schauen, was du daraus machst.
Es ist zwar eine schöne Theorie, aber es ist schwierig. Aber ich glaube, auch da können wir nochmal von unserem blinden Freund lernen. Er hätte gerne eine schnelle Heilung gehabt. Er hat vielleicht sogar schon gehört, wie Jesus an anderen Orten nur gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben und zack, ist er geheilt gewesen, der andere. Und er denkt, ja, bei mir geht es auch so. Ich muss jetzt nur da hingehen, Jesus tut dann für mich beten oder sagt ein ermutigendes Wort und dann bin ich geheilt. Aber nein, das ist nicht passiert. Es ist keine Blitzheilung gewesen. Jesus hat den Dreck genommen, hat ihm auf die Augen geschmiert und es ist nichts passiert. Das ist entmutigend. Doch der blinde Mann hat gefragt, was ist der nächste Schritt? Wo soll ich als nächstes hingehen? Was muss ich machen? Und er ist immer noch, und er ist losgegangen, um sich das Gesicht zu waschen. Er ist immer noch blind gewesen. Es hat sich noch nichts verändert. Er hat immer noch müssen die Stadtmauern antasten, die Häuser ihrer Stadt antasten, um den See anzukommen. Weil Jesus ist nicht gerade der gewesen. Er hat gar nicht wie lange, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, sich den Weg müssen suchen durch die Stadt. Das ist noch genau gleich blind gewesen wie vorher. Jesus ist in sein Leben hineingekommen. Jesus hat in seinem Leben etwas da und er hat nichts gemerkt. Aber er hat sich aufgemacht. Er war gehorsam gewesen. Und als er an dem Teich ankommt, sein Gesicht wäscht, da sieht er. Da ist das Licht, das Jesus verspricht, darf er es sehen. Sein Augenlicht ist zurückgekommen. Und so wie es bei diesem Mann einen Prozess gebraucht hat, wo man nicht sagen kann, dann ist es passiert, dürfen auch wir sagen, Gott, ich will immer mehr dir vertrauen, dass du etwas Gutes in meinem Leben machst. Dass du das, was schwer ist in meinem Leben, nimmst und in etwas Gutes verwandelst. Aber ich kann es noch nicht. Nimm mich auf den Weg, dass ich irgendwann sehen darf. Kommen wir zurück zu meinem Einkaufserlebnis. Ich stehe immer noch am Ausgang der Kleiderabteilung, das Körbchen voll mit Aktionsprodukten, die gleich nicht so eine gute Aktion sind, wie ich gedacht habe. Und habe jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich frage, wer ist die Schuld? Da gibt es viele Möglichkeiten. Der Laden, Frechheit, was die sich wieder erlauben, so die Leute reinzulegen. Ich könnte meinen Eltern Schuld geben. Wieso haben sie mir beigebracht, in diesem Laden zu posten? Ich könnte der Gesellschaft Schuld geben. Der Kapitalismus, was darum geht, immer günstigere Produkte anzudingseln. Ich könnte mir selber Schuld geben. Jetzt ist schon wieder eingefallen. Eigentlich wüsstest du doch, das musst du schauen. Wieso ist es nicht gegangen? Ihr merkt, Schuld geben, Schuld suchen, das kann man ewig. Aber ich habe den zweiten Weg gewählt. Ich habe von Jesus erleuchtet überlegt, was kann ich als nächstes machen, und habe meine Aktionen wieder zurück ins Regal gestellt. Wenn wir den ersten Weg wählen, auf der Suche nach der Schuld, fangen wir uns an im Kreis zu drehen. Es wird dunkle Wolken von Schuld zuschieben, herausfinden, wer schuldig ist, von Verletzungen, die immer mehr Raum einnehmen, und es wird immer dunkler. Wenn wir es machen wie der Blinde, dürfen wir sehen, wie es weitergeht. Wir haben alle Sachen bei unserem Leben, die schwierig sind. Sachen in unserem Leben, wo wir am liebsten gerne sagen würden, und weg ist es. Aber es passiert nicht. Wir können jetzt überlegen, wer ist die Schuld? Was ist das Problem? Wieso gerade ich? Oder wir können vorwärts schauen. Wir können vorwärts schauen und uns in Jesus Licht zeigen lassen. Jesus, was ist der nächste Schritt? Und wir können gespannt darauf warten, wie Jesus das, was uns so schwierig ist, was uns so auf dem Herz liegt, nimmt und ein Wunder daraus macht, wo wir nachher nur staunen können, so wie der blinde Mann, der sein Augenlicht wieder bekommen hat. Amen.